So, ich hoffe, man hört mich. Wir haben jetzt hier Tag 2 gestartet. Wunderschön. Vorhin ist schon der Sonnenuntergang gezeigt. Sonnenaufgang gezeigt. Das war 20 ab 6 Uhr morgens. Ich bin verwacht. Ich habe nicht gefilmt, habe weiter geschlafen. Jetzt probieren wir hier so coole Flügerfische zu filmen. Ich habe die vorher schon gesehen. Die kommen immer so ein bisschen vom Schiff weg. Und mal schauen, ob wir sie verwischen. So, ich muss sagen, leider hat es keine bis jetzt gehabt. Schau mal schauen. Nein, immer noch nicht. So der Vorführeffekt. Sobald die Kamera läuft, findest du das Zeug nicht mehr. Aber, das muss meine Kamera putzen. Aber ja, vielleicht sehen wir noch welche. Gestern habe ich noch Schildkröten gesehen. Auch sehr nice. Aber die habe ich nicht gefilmt. Das habe ich irgendwie... ich hatte das Handy gar nicht dabei dort. Darum konnte ich sie nicht filmen. Ja, auf jeden Fall, ich halte euch weiter auf dem Laufenden und bis bald. Jetzt sind wir am Mittag aus, mega viele Leute. Alles voll da. Riesige Menge Leute. So, wir sind angekommen in wie heisst es da? Bari, genau, Italien. Das ist ein riesiges Schiff. Es geht dorthin noch weiter, aber man sieht es nicht. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen Sightseeing machen, mal schauen. Wir haben heute keine Tour gebucht, also sind wir ein bisschen von eurer eigenen Faust unterwegs. Mal schauen, wo es uns herführt. Jetzt warten wir auf die anderen und dann gehen wir. Ich glaube, hast du die erste Sehenswürdigkeit gefunden oder keine Ahnung, was das sieht mega speziell aus. Sieht aus wie so, du hast das Gebäude noch nicht freigeschaltet. Ich hoffe, es schüttelt nicht zu fest. Und ein bisschen raus. Das ist irgendwie so ein Bauprovisorium oder so, keine Ahnung. Mega komisch. So als wäre es Gerüst, aber du siehst voll durch, so ausgeraut. Mega komisch. Crazy, ja. Oh. Ups! Okay. Das ist auch wieder speziell. Das sind einfach Muscheln. Der Stein, ich kann nicht raus so. Hier auch Muscheln. Der Stein. Krass, also Sandstein mit Muscheln, hier auch. Muscheln. Massiv. Teuer. So, wir haben hier unser erstes Ziel der Führung erreicht. Das ist so ein San Nikolauskirche. Ich habe eine Geschichte erzählt, dass er ein Schutzpatron von Bari ist. Ich finde es jetzt nicht so speziell, auch innen. Also, ich zeige Ihnen nachher noch so. Die Decke ist krass, so goldig. Aber sonst ist das jetzt nicht so speziell. Es ist mega warm, es ist irgendwie 34 Grad. Und wir finden auch kein WC. Aber sonst, ja, mal, läuft, ist gut. Dubi. Wow, voll die Kakteen hier. Die Burg, dort probieren wir jetzt herzugehen. Die sehen einfach noch spannend aus. Da sind so mega viele Autos. Alles so Italiener. Stell uns jetzt alles Italiener, check ich nicht. So, ich habe es zu der Burg geschafft. Kommt davor. Voll das Game. Ich habe einfach 10 Euro von mir. Ich nicht. Das ist einfach zwar. Einfach mal ein bisschen anders rum. Ein bisschen anderes Zeug anschauen. Finden wir noch etwas, was noch so speziell ist. So. Ich glaube, es ist relativ warm. Komm, zeig. Dann ist es in Italien, bist alle am Hupen. So, komm. Wow. Einfach 37 Grad. Schon ein bisschen warm, aber dann bin ich im Schatten. Es läuft wieder in eine andere Richtung. Einfach Mineurzeichen. Shit, nicht ganz, aber fast. So, ich bin da irgendwo angekommen und habe das mega krass gefunden. Du schaust einfach so ein riesiger Gass, der dort vorgeht. Dort laufe ich jetzt zwar nicht durch, suche mir einen anderen Weg. Aber ja, ich glaube, ein Geldautomat wäre mal nicht so schlecht. Ich habe absolut 0 Bargeld dabei. Mal schauen. Irgendetwas findet sich sicher. Ja, schauen wir. Da easy schönes Haus.
aber... Also ich muss sagen, da ist wirklich easy schön. Da könntest du gefühlt fast meinen, es ist in Beverly Hills oder so. So alles Palmen, schöne Straße. Ich glaube, ich habe hier so den modernen Teil gefunden von dieser Stadt. Ja. Eigentlich das Gefühl finde ich nicht so schön, aber vieles, vor allem die Promenade, die ist noch easy schön. Aber ist alles zu, musst du mal schauen. Zu. Alles geschlossen. Was ist da? Dass es ein Kind zeichnet. Das Röstchen sieht aus, als hätte es ein Kind zeichnet. Ja. Aber wird spannend. Da sieht es auch schon wieder so, keine Ahnung. Das ist so Santa Monica oder so. So voll die krasse Straße. Da muss ich rauszoomen. Ich bin nicht riesig drauf. Ja, das ist wirklich, alle Restaurants sind zu. Das ist krass. Ist das auch, weil da in Italien noch so Zeug zu hat zu den warmen Zeiten? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das wisst. Allemal, da ist ein Restaurant offen. Eins. Das ist auch nicht gerade der Haufen. Ja. Schauen wir mal weiter. Wie meinen die das? Ich habe gemeint, China kopiert alles. Aber wieso jetzt da jetzt in Zürich Bank ausgesehen, wie die Zürich Versicherung von der Schweiz? Komisch. Technologie. Was das hebt, verwundert mich irgendwie auch ein bisschen. Aber es gibt auch in... Nein, es ist kein Umbau, da ist einfach kein Fenster mit in der Tür. Komische Sache. Einfach grüne Papageien. Da ist ein Taube. Wo ist jetzt der Papagei? Ah, dort hinten. Echte Gebrauchsspuren. Kacken uns nachher alle aufs Schiff. Ja, jetzt sind sie auch nicht So, haben wir mal einen neuen Lift austestet. Musst du auf Weitwinkel schalten. Hui. Schon nice. Wow, kannst du bis hochfahren. Krass, musst du voll runterschauen. Also ich bin jetzt hier draußen. Es ist extrem schwül warm, aber es sieht richtig nice aus. Musst du mir das anschauen, oder müsst ihr mir das anschauen? Die Helligkeit noch ein bisschen runter. Einfach nur so leicht, so abendrot dort hinten. Dort noch so ein Schiff und dort einfach so die Skyline von Bari. Und jetzt geht's ab. Wieder aus dem Meer raus. Baden draussen sieht es aber auch übel aus. So richtig nach Sturm oder so. Auf jeden Fall, ich habe jetzt noch etwa eine Stunde Zeit und nachher gehe ich jetzt Nachtessen. Ich sage zwar 9:30, ist mir schon fast spät, aber ich kenne andere. Gabriel und Elian, schaut an euch, ihr esst ja immer nach später, von denen mal schauen, ob ich das auch so cool finde wie ihr. Das habe ich auch nicht verstanden. Jeder hat einen reservierten Platz, aber alle sind schon vorher da gestanden. So, somit wären wir am Start von Tag 2. Wir sind jetzt in Korfu, Griechenland. Sieht man den? Inseln. Inseln. Grosser Berg. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie der Berg bei GTA. Ich weiß nicht, wie er heisst. Aber der. Ah, dann auch Inseln. Nur viele Inseln. Ja, auf der anderen Seite ist der Bootssteg. Wir gehen etwa so in. Menschen. Ich habe keine Uhr an. Etwa eine halbe Stunde. Gehen wir Korfu anschauen. Nein, ich hätte mich filmen. Gehen wir Korfu anschauen. Wegen dem Bötchen rumfahren. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen baden. Und dann gehen wir doch mal schauen, oder? Bis nachher. Morgen! Wieder in Korfu angekommen. Mega müde, scheiß Zeitumstellung schon. Kampfspuren von gestern beseitigen, haben sie wahrscheinlich ein anderes Schiff gerammt. Komm, streich jetzt einen Strich dort weg. Zum Schiff waschen. Spannend. Immer wieder Buta. So, da sind wir in irgendeiner Bucht von dem Korfu angekommen. Also ich habe sie extrem schön gefunden. Wir sind zwar nicht dort baden, aber später schon. Also da muss man schon ehrlich zugeben, es sieht halt schon extrem schön aus. So, in mir baden habe ich jetzt auch abgeschlossen.
Ich habe nicht gewusst, dass Schwimmen so anstrengend ist. Aber es ist mega schön da. Da kommt es hin. Vor allem bis fast ganz raus. Mega klares Meer. Schon noch schön. Aber jetzt muss ich mich noch abduschen, wieder anlegen. Und dann geht es schon weiter in die Altstadt. Ein riesen Verkehr hier. Auch vorher, als wir im Garda gefahren sind. Leck, ist das eng da. Ja, Lego mio bin ich müde gewesen, darum auch so mich gefilmt. Aber ich muss sagen, die Umgebung hier oder die Landschaft ist schon mega schön gewesen. Jetzt können wir Fisch baden. Zebratube. Schnell geswitzt. Schon wieder so ein Scam, schon wieder so eine Kopie. Pizza! Was hast du? Sandwich! Das da. Alles da, Sachen, Hunde. Aus Sandzement wahrscheinlich. Krass! So, wir haben uns hier in Burg, ich glaube, keine Ahnung, irgendwelchen gebaut, ich glaube Engländer so, oder Venezianer. Das ist irgendeine Festung. Ich gehe jetzt nicht drauf, das kostet 10 € und jetzt sind jetzt so 2 und irgendein Dorf dazwischen. Kommt keiner wirklich drauf. Aber es sieht noch cool aus. Zeig sie nochmal. Sieht wirklich noch cool aus. So, ich bin wieder zurück vom Sightseeing und ich habe hier noch 1,5 Liter Flasche Wasser gekauft. Aus dem Grund, wir haben zwar All-Inclusive, aber wir haben hier nicht All-Inclusive Plus. Wir können über die ganze Kreuzfahrt nur 7,5 Liter Fläschchen Wasser holen. Wo ist dann Wasser? Über die ganze Kreuzfahrt, die etwa 8 Tage geht. Jetzt haben wir zum Glück Wasser kaufen, weil ich muss ja auch meinen Proteinshake mischen und so. Und das ist mega mühsam, wenn du kein Wasser hast. Ja, ich lege mich jetzt anders an, lege jetzt Badhosen an, creme mir den Bauch ein und dann gehe ich in die Sonne bröteln. Bis bald. So, ich bin da! Nein, ich bin wieder zurück. Ich war gerade auf dem Sonnendeck oben, etwa eine Stunde lang in der Sonne brutzeln. Etwa 3 Mal duschen währenddessen, weil es extrem warm war. Aber es ist nur so lauwarmes Wasser rausgekommen. Dann bin ich oben an die Poolbar gegangen, haben wir einen Fruit Punch und ein Kilo Wasser geholt. Ich kann euch nicht sagen, was im Fruit Punch drin war. Aber es war extrem gut. Er war mir richtig viel Eiswürfel, er war eiskalt. Eigentlich wollte ich noch einen holen, aber ich war langsam so kaputt. Ich dachte, komm, ich gehe ins Bett liegen, ein bisschen chillen. Weil hier auf dem Schiff, der Pool, ist etwa so 3 Meter breit und so 5 Meter lang und es hat etwa 100 Leute drin. Darum stelle ich mir es nicht so geil vor, in den Pool zu gehen und habe jetzt ehrlich gesagt zur Motivation gehabt. Ja, einfach so ein kurzes Update. Wahrscheinlich kommt heute noch etwas und dann wird wahrscheinlich irgendwann noch das Video hochgeladen. Und dann sehen wir uns wieder. So, wie man sieht, sind wir wieder unterwegs. Die Schiffli fährt. Ja, ich muss euch das noch schon zeigen, das sieht man irgendwie noch nicht. Aber ich habe keine Ahnung was. Ich will jetzt noch schnell schauen, was es ist. Es sieht mega schön aus dort. Was ist echt das für ein Land? Es sieht auf jeden Fall nicht sehr grün aus. Aber trotzdem mega schön. Jetzt geht es für uns weiter. Noch eine griechische Stadt. Keine Ahnung, wie sie heisst. Werdet ihr in den nächsten, in Teil 3 sehen. Ich melde mich schon mal ab bei euch. Weil ich den oben jetzt noch so ein bisschen anders mache und nur noch ganz kurz Nachtessen. Das ist nicht mehr so gross spannend. Auf jeden Fall schreibt ihr gerne in die Kommentare, ob euch die Folge gefallen hat, ob ihr das cool findet, was ich hier mache. Und dann sieht man sich in Teil 3.